Das ist der Vertretung. Das können wir zwar sagen, bevor alle Leute dabei sind. Das sind jetzt die Mitgliedsorganisationen des Deutschen Naturschutzrings, die du Ganz da genau. Der Deutsche eingeführt hast. Naturschutzring, das kann ich vielleicht schon mal so vorweg erzählen. Das ist der Dachverband der deutschen Umwelt-, Natur- und Tierschutzorganisationen. Wir haben alle dabei von Friends of the Earth in Deutschland, BirdLife in Deutschland, WWF, aber auch sowas wie der Alpenverein, also der Summit Club oder der Bundesverband der Kleingärtner, also alle, die irgendwas mit Grün zu tun haben. Die einzigen, die bei uns nicht Mitglied sind, aber das eher aus prinzipiellen Erwägungen, ist Greenpeace, weil die eben nirgendwo Mitglied werden. Aber wir kooperieren ganz, ganz eng miteinander und sodass ich wirklich sagen kann, im und um den DNR, Deutschen Naturschutzring drumherum, findet sich die deutsche Umweltbewegung zusammen. Ja. Und wenn ich kann ja nicht sagen, so als Dachverband kann man ja nicht sagen, man hat Mitglieder, sondern meine Mitglieder haben Mitglieder. Aber insgesamt vertreten wir so tatsächlich 11 Millionen Menschen in Deutschland. Okay. Das bringt eine ganze Menge an Zahlen auf den Tisch. Das liegt einfach daran, dass sich viele Menschen engagieren, sei es nun, weil sie sich direkt in einem Umweltverband engagieren oder weil sie gerne wandern gehen, Natur erleben und dadurch eben auch eine entsprechende Verbundenheit haben. Und euer Gewicht in der politischen Diskussion, entspricht das den 11 Millionen? Das würde ich mir wünschen, ja. Okay. Nein, das ist tatsächlich, ich glaube, das ist so ein bisschen das Schicksal, dass wir NGOs insgesamt teilen. Wir vertreten Zivilgesellschaft, wir vertreten häufig eine sehr mehrheitsfähige Meinung, aber häufig werden die Entscheidungen hinter verschlossenen Türen eben dann doch anders getroffen. Ja. Ja, dann, ich glaube, es ist 1:01. Wir sind immer sehr pünktlich beim Mouvement. Es ist nicht schwer, aber ich glaube, für solche Foren ist es dann aber wichtig. Deshalb möchte ich alle Zuhörerinnen herzlich begrüßen. Das ist unser zweites Zukunftsgespräch, was wir haben. Das erste Zukunftsgespräch war, glauben wir, inhaltlich und von der Teilnehmerzahl ein großer Erfolg. Da geht es um den Zusammenhang Verlust der Biodiversität und Pandemien und generell der Verlust Biodiversität mit einem Vertreter des Weltbiodiversitätsrates. Und heute Abend sind wir sehr froh, Kai Niebert als Präsident des DNR begrüßen zu können. Wir haben schon eine ganze Reihe von Publikationen und Schriften von dir persönlich in den vergangenen Jahren verfolgt, aber natürlich auch vom Deutschen Naturschutzring, weil er aber auch für Luxemburg eine Referenz ist, was die sachliche Aufbereitung von Themen betrifft. Das muss man so sagen, das begrüßt man außerordentlich, weil man als Luxemburger Umweltbewegung natürlich auch auf den Sachverstand aus Deutschland angewiesen ist. Insofern ist es sehr schön, dass wir heute Abend miteinander zusammenarbeiten können. Ich möchte nur einige praktische Hinweise zuvorderst geben. Also erstens, das letzte Mal hatten wir einen Austausch zu dritt. Da hatten wir noch einen Luxemburger Fachvertreter. Heute Abend ist kein Fachvertreter anwesend. Es gibt verschiedene Gründe. Wir wollten vor allem Kai Fragen stellen. Ich werde auch für Leute, die mich ansonsten kennen, als Moderatorin auftreten und jetzt nicht als positionsbeziehende Frau. Kai steht im Fokus. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir sind wirklich außerordentlich froh, dass wir mit der ASTI, das ist der Vertreter der ausländischen Bevölkerung in Luxemburg, zusammenarbeiten können, die in dieser Form erstmalig live übersetzen. Ein herzliches Dank an die ASTI. Das erste Mal werden vielleicht einige Probleme auftreten, unter anderem, Kai, wenn wir zwar schnell sprechen. Wir sollen uns also bemühen, übersetzungsfreundlich zu reden, aber ich glaube, im Ausfall des Gefechtes wird das wohl manchmal passieren, dann entschuldigen wir uns. Es ist das erste Mal und wirklich einen herzlichen Dank an die ASTI. Gerade in Luxemburg ist das von einer sehr, sehr großen Bedeutung, die nicht luxemburgisch sprechende Bevölkerung verstärkt einzubeziehen. In Luxemburg besteht ein extremes demokratisches Defizit, was die Einbeziehung von einer nicht luxemburgischen Bevölkerung betrifft. Das Dritte ist, wir hatten auf unser ersten Zukunftsgespräch viel positives Feedback, aber eine Sache, die wir immer wieder jetzt verstärkt hervorheben sollen, bitte geben Sie uns Fragen rein, alle Leute, die uns zuhören.
Ich sehe die Fragen hier online und Kollegen bringen mir auch Fragen rein, wenn ich das übersehen würde. Das heißt, wenn ich abwesend gucke, ist das nicht, weil ich Kai langweilig finden würde, sondern dass ich mir die Fragen parallel versuche anzuschauen. Also bitte jeder, der zuhört und der eine Frage, Anmerkung hat, wir tun unser Bestes, um das in das Gespräch zu integrieren. Und letzte Sache, wir nehmen dieses hier auf und es wird ab morgen dann online einsehbar sein, sowohl bei Movement wie auf YouTube und so weiter. Und dann legen wir los. Heute Abend soll eine Mischung zwischen Faktenvermittlung und Einschätzung der Situation von Kai. Kai, der Themenbereich ist der Green Deal, das heißt, was tut sich auf der EU-Ebene, um über EU-Politik generell eine wirtschaftliche Entwicklung, eine gesellschaftliche Entwicklung zu promovieren. Es gab den Green Deal bevor Covid schon und jetzt mit Covid. Kannst du kurz skizzieren, was aus deiner Perspektive jetzt als Erklärung die wesentlichen Elemente eines Green Deal sind? Denn es wird viel darüber gesprochen, aber ich weiß nicht, ob das jedem so klar ist, was sich alles dahinter verbirgt. Ja, herzlichen Dank, Blanche, erstmal für die Einladung und auch für die Einführung. Vielleicht noch einen Satz vorweg. Ich finde euren Umgang, gerade auch mit sprachlichen Minderheiten, sehr, sehr sympathisch. Ich selber arbeite auch seit 2014 in der Schweiz, wo wir auch einen sehr demokratischen Umgang miteinander pflegen. Von daher, ich bin das sehr gewöhnt und spreche gerne langsam, sonst tretet mir gerne auf die Bremse. Der europäische grüne Deal, the Green Deal, das geht ja zurück, diese Idee eines Green Deals geht ja zurück auf Roosevelt, auf die 20er Jahre, in den USA, wo man auch schon in einer Wirtschaftskrise stand und klar war, es muss Veränderungen geben. Und prägend damals für den Green Deal war, oder damals nicht der Green Deal, sondern es war der New Deal, was hat man gefordert? Es ging damals darum, tatsächlich ein gesellschaftliches Reformprojekt auf den Weg zu bringen. Der New Deal, der Namensgeber für den Green Deal, kommt aus der Pokersprache. Okay. Aus der Pokersprache, und zwar ein New Deal heißt nichts anderes als eine Neuausteilung der Karten. Und genau das soll und muss dieser Green New Deal, dieser Green Deal jetzt auch werden, eine Neuausteilung der Karten, was Wirtschaftspolitik, was Sozialpolitik angeht, zugunsten einer stärkeren, ich würde zumindest sagen, Ökologisierung der Wirtschaft und Gesellschaft in Europa. Den Green New Deal haben angeschoben die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Frans Timmermans zusammen als Umweltkommissar. Und das ist tatsächlich einer der 6 Schwerpunkte von der Kommissionspräsidentin für jetzt die Legislatur in Europa. Was ist da drin? Also im Prinzip, ich sag mal, als Ziel hat der Green Deal das, was wir sowieso schon völkerrechtlich miteinander vereinbart haben, nämlich den Klimawandel zu stoppen. Den Klimawandel zu stoppen auf möglichst 1,5 Grad, maximal 2 Grad Klimaerwärmung und damit was bedeutet das für Europa? Das bedeutet für Europa die Treibhausgasneutralität bis 2050. Das kann man so sagen, ist eigentlich das Kernstück dieses Green Deals. Und um das zu erreichen, gibt es dann so verschiedene Strategien innerhalb des Green Deals. Da kann ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Ich muss aber auch dazu sagen, deswegen ist es so ein bisschen schwierig, tatsächlich in die Details des Green Deals zu gehen. Bisher ist der Green Deal eigentlich erstmal ist kaum mehr als so ein Rahmen, eine Erzählung, ein Narrativ, ein Bild, wo sich viel drunter verbirgt, und dieses Bild soll eben die Klimaneutralität bis 2050 zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, das, was im Moment so am greifbarsten ist beim Green Deal, am greifbarsten ist die Debatte darum, wie sehen so die Zwischenziele bis 2050 aus. Sie werden vielleicht auch mitbekommen haben, es gibt jetzt gerade in der angehenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft die starke Debatte darum, welches Klimaziel möchte sich Europa für 2030 geben. Bisher will man die CO2-Emissionen um 40% gesenkt haben.
das wird nicht ausreichen für eine Klimaneutralität bis 2050. Deswegen ist jetzt zum Beispiel, also die Debatten laufen gerade um 50 bis 55% Senkung der CO2-Emissionen. Aber auch das ist noch zu unambitioniert. 65% wären mindestens notwendig. Aber ich sage das jetzt etwas provozierend. Ich glaube, dass eine Reihe von Leuten trotzdem die EU müde sind, so nach der Devise Papiertiger oder in welche Richtung geht es. Inwiefern hat der Green Deal, über wie viel Gelder sprechen wir? Und welche Schlagkraft hat der Green Deal? Sind das Empfehlungen? Sind das Richtlinien? Wo sind wir im Stadium der Ausarbeitung? Denn ich glaube, also nur um zu sagen, in Luxemburg waren jetzt die Grenzen zu Deutschland während dem Covid geschlossen. Das war eine absurde Situation. Landwirte aus Luxemburg kamen nicht mehr ohne gigantische Umwege zu ihren Feldern, die vielleicht einen Kilometer entfernt waren, oder es entstehen ja Partnerschaften, Freundschaften, länderübergreifend auf 500 Meter, die werden blockiert. Und es gibt, glaube ich, schon bei den Überzeugungstätern, die an Europa glauben, eine Tendenz zu sagen, boah, die EU zeigt sich derzeit nicht von ihrer besten Seite. Inwiefern hat der Green Deal effektiv eine gewisse Schlagkraft? Ist das ein intellektuelles Dokument mit guten Absichtserklärungen oder wie soll man das situieren? Ja, also im Moment ist es tatsächlich so, dass wir da einen Plan haben mit dem Green Deal, einen Plan haben, hinter dem die EU-Kommission steht, hinter dem das EU-Parlament steht, aber wo wir im Moment sehr unterschiedliche Bekenntnisse aus den unterschiedlichen Nationalstaaten haben. Und Blanche, ich stimme dir vollkommen zu, dass diese Corona-Krise, diese Covid-Krise, die wir da gerade haben, gerade für Europa auch eher ein Rückschlag waren. Weil das, was du da beschreibst, haben wir alle erlebt, wie in einer Zeit, als Zusammenhalt gefragt war, die Grenzen zugemacht wurden, wo erstmal doch jeder auf sich selbst geschaut hat. Es hat gedauert, bis tatsächlich auch Deutschland wieder angefangen hat, Medizinprodukte ins europäische Ausland zu exportieren. Es hat gedauert, bis Deutschland auch die ersten Patienten aufgenommen hat, die direkt jenseits der Grenze wohnten, um sie dann in deutschen Krankenhäusern zu versorgen, weil französische Krankenhäuser zum Beispiel viel weiter entfernt gewesen wären. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, und das muss jetzt im Rahmen des Green Deals tatsächlich passieren, dass wir sehen, dass bestimmte Probleme eben nur europäisch, mindestens europäisch zu lösen sind. Also beim Klimawandel beispielsweise, um das mal aufzuzeigen, ja, der Klimawandel. Deutschland hat ja noch ein riesiges Problem mit der Kohleverstromung, muss man tatsächlich so sagen. Ne? Wir haben die schmutzigsten Kohlekraftwerke Europas, die nicht nur die Luft verpesten, sondern auch das Klima anheizen. Deutschland hat sich dieses Problems angenommen mit der sogenannten Kohlekommission, in der ich tatsächlich auch Mitglied war und die Umweltseite koordiniert habe. Und es macht viel Sinn, dass Deutschland diesen Weg geht aus der Kohle heraus, aber es macht nur Sinn, wenn wir tatsächlich das Ganze in einem europäischen Rahmen betrachten, so eine Energiewende europäisch betrachten. Und der Green Deal ist tatsächlich der Versuch, das europäisch aufzuziehen und da die Regionen zusammenzuholen. Okay. Und lass mich da einen Punkt, du hast nach Geldern gefragt. Wie viel Geld steht denn da tatsächlich bereit? Im Moment ist das noch sehr unklar. Aber das, was im Moment schon als Geld tatsächlich verfügbar gemacht werden soll, sind 100 Milliarden Euro, die für einen fairen Übergang zur Verfügung stehen. Weil natürlich, ich sage mal, auch Polen mit Kohleregionen, auch Tschechien vor ganz anderen Herausforderungen steht als Länder wie Luxemburg, als wohlhabende Industrienationen wie Deutschland. Okay, dann kannst du um das etwas plakativer noch oder nicht plakativer, konkreter dazu sagen. Sag mal 2, 3 Instrumente, die im Green Deal enthalten sind aus Perspektive des Klimaschutzes, wo du sagst, ja, da wird ein neuer Pfosten eingeschlagen. Sagt man den Spruch auch auf Deutsch.
Ja, ganz genau. Okay, Ein Block eingeschlagen, ganz genau. genau, da kommen wir jetzt voran, wenn das so umgesetzt werden würde. Ganz genau. Also es sind verschiedene Aspekte, die der Green Deal hat. Manche sind legislativ, andere sind nicht legislativ. Also ich glaube, der wichtigste Aspekt ist tatsächlich jetzt die Debatte um die Anhebung des EU-Klimaziels, die wir auch sehr konkret jetzt in diesem Sommer führen müssen, im Sommer 2020. Das ist, glaube ich, so das Konkreteste. Aber es gibt auch andere Bereiche, wie zum Beispiel, dass es eine Strategie für nachhaltige Mobilität geben soll und eine Strategie für einen kombinierten Güterverkehr. Die sind aber alle noch sehr, also wenn du mich fragst, nach konkreten, nach greifbaren, das ist noch nicht greifbar. Das ist alles im Moment, sind das so an vielen Stellen tatsächlich eher noch nebulöse Konzepte. Oder auch wenn ich Aber Kai, die weißt du, Debatten ja. um die Landwirtschaft betrachte. Ja, das ist, ja. Wir wissen einfach, dass Landwirtschaft, die Form, wie wir Nahrungsmittel produzieren, einen wahnsinnigen Anteil mittlerweile am Klimawandel hat. Und die Strategien, die da gerade im Green Deal verhandelt werden, also da gibt es die sogenannte Farm-to-Fork-Strategie. Also Das heißt, sag von der bitte. Farm zur Gabel, das Ja. ist die Idee, ne? Also vom Hof bis zur Gabel. Das ist schon Teil des Ganzen. Darin geht es dann um verringerte Pestizideinsätze, verringerte Einsätze von Antibiotika, also auch durchaus über den Klimabereich hinausgehend. Aber wenn ich mir das europäische Budget anschaue, dann ist der größte Posten im europäischen Budget ist ja nach wie vor die GAP, die gemeinsame Agrarpolitik, also das, wie wir im Moment die Bäuerinnen und Bauern und auch die Agrarindustrie in Europa finanzieren und subventionieren. Da sagt der europäische Green Deal bisher ganz explizit, nein, der Green Deal sind andere Maßnahmen und nicht direkt diese GAP. Und solange die zentralen europäischen Instrumente nicht Teil des Green Deals werden, wird auch die Wirksamkeit noch steigerbar sein, um es mal freundlich zu sagen. Okay. Also um nur zu sagen, in Luxemburg ist sowohl der Mouvement Ökologique als auch eine Plattform, die heißt Menge Landwirtschaft. Meine Landwirtschaft müht sich seit Jahren ab, weil die Gelder im Bereich Landwirtschaftspolitik GAP auch in Luxemburg, wir sagen immer, nach dem Prinzip der Gießkanne verteilt werden und nicht zielführend und nicht weder im Sinne aus unserer Perspektive des Landwirts, weil die Leistungen der Landwirte nicht reell anerkannt werden und schon gar nicht im Sinne des Gemeinwohls, weil die Gelderverteilung Abstraktion macht von den Schäden, die im Umweltbereich entstehen und eine nachhaltige Landwirtschaftspolitik nicht gerade fördert. Aber auch wenn du jetzt so redest, weißt du, Luxemburg hat sich im Nationalen Energieplan die fortschrittlichsten Energieziele gegeben, die man so irgendwie sieht, die weit über die EU hinausschießen. Und wir sagen immer als Movement, ja, es ist so schön, die tollen Ziele immer wieder zu hören. Und wir begrüßen natürlich auch, weil die Ziele höher gesteckt werden als muss. Aber die Musik macht sich ja dann aber im Konkreten. Und wenn du jetzt sagst, das Wichtigste im Green Deal sind die Ziele, ja, kriege ich etwas Schluck auf. Das Konkreteste im Green Deal sind derzeit die Ziele. Das Wichtigste werden die Maßnahmen sein. Also das, was ich in meiner noch jungen umweltpolitischen Erfahrung und Karriere gelernt habe, ist, traue niemals einem Politiker, der Ziele für nach seiner Legislaturperiode setzt. Also weil die Umsetzung eben häufig dann auf der Strecke bleibt. Das ist auch in Deutschland eine Strategie gewesen in den letzten Jahren. Wenn man das nahende Klimaziel nicht erreicht, steckt man sich umso ambitioniertere Klimaziele für ein bisschen später. Das ist natürlich völlig absurd und das darf eben nicht passieren. Aber warum ist diese Debatte um die Ziele gerade tatsächlich doch eine wichtige? Das ist insofern eine wichtige, als dass es, wenn ich mir alleine so Investitionszyklen in der Industrie anschaue, macht es für die einen Riesenunterschied, ob sie wissen, sie müssen auf 40% CO2-Reduktion hinarbeiten oder auf 65% CO2-Reduktion hinarbeiten. Und wenn die Ziele falsch sind, dann werden die Maßnahmen auch nicht richtig ausgerichtet sein können.
Genau deswegen ist es so wichtig, über beides zu reden. Ne? Ich muss über das Ziel reden und ich muss aber auch über die Umsetzung der Maßnahmen reden und über Maßnahmen und deren Umsetzung reden. Und da wird es eben tatsächlich tricky, weil im Ende findet alle Umsetzung von Maßnahmen ja nach wie vor national statt in Europa. Und wenn Maja, ich alleine mal nach Deutschland schaue, und mir sowas wie die Wasserrahmenrichtlinie oder die Nitratrichtlinie anschaue, dann verstößt auch der ehemalige Umweltvorreiter Deutschland seit Jahren gegen europäisches Recht, weil es einfach diese Richtlinie nicht umsetzt. Von daher ein Green Deal, der national nicht umgesetzt wird, ist nichts wert. Deswegen ist es so wichtig, ihn voranzubringen und gleichzeitig auch für seine Anerkennung in den Staaten zu werben. Der Green Deal ist verpflichtend gegenüber den Nationalstaaten oder ein Anreizinstrument? Naja, wenn wir das kommt auf die Maßnahmen da drin an. Also zum Beispiel, wenn Europa gemeinsam sein NDC, also sein Klimaziel im Rahmen des Pariser Klimavertrags anhebt, dann ist das schon verpflichtend. Aber wenn ich mir sowas angucke wie die EU-Biodiversitätsstrategie, die jetzt auch auf den Weg gebracht werden soll bis 2030, das ist jetzt alles so ein bisschen in Verzug geraten durch die Corona-Krise. Eigentlich hätte schon viel mehr entschieden auf den Weg gebracht sein sollen. Das ist an vielen Stellen gar nicht der Fall. Dann ist vieles davon eher freiwillig. Aber was ich ein ganz spannendes Instrument finde, im Rahmen des Green Deals ist die sogenannte Green Taxonomy, also eine Taxonomie, ein Versuch eines Kriterienkataloges, um zukünftige nachhaltige Investments zu beschreiben. Also zu beschreiben, wo soll Geld hinfließen. Und da ist ganz klar, ist kein oder die wenigsten Unternehmen in Europa sind doch heute schon so, dass man sagen kann, die sind heute klimaneutral. Aber es geht darum, aufzuzeigen, wie komme ich wissenschaftsbasiert zu dieser Klimaneutralität. Und nur wenn ich den Weg aufzeigen kann, dann kann ich auch entsprechend eine öffentliche Förderung beantragen. Wenn man sowas mal durchdenken würde durch alle Sektoren, dann wäre uns viel geholfen. Okay. Ich denke, wir sind derzeit in einer Phase, ich weiß nicht, wie es dir geht, wo ich den Eindruck habe, es sind viele Menschen, die sich Fragen stellen darüber, wie es weitergeht. Es wurden neue Erfahrungen in Covid-Phase gemacht, wo Entschleunigung zu wandern, so weiter, Natur anders begegnen, soziale Begegnungen wären anders. Für die Leute, die sich nicht abrackern mussten in bestimmten Betrieben, gab es eine gewisse Entschleunigung. Gab es ja die zwei Phasen der Gesellschaft, in einen, die runtergefahren wurde, die anderen, die eher raufgefahren wurden. Und ich glaube also, dass sich viele Menschen Gedanken machen, Sorgen, Hoffnungen, Ängste. Und ich frage mich, wie kriegt man die Verknüpfung zwischen diesen so europäischen wichtigen Gedanken hin und der Nähe zu den Leuten, die das mittragen sollen? Denn man braucht Akzeptanz für Maßnahmen, man braucht auch einen Austausch über EU-Themen. Und also verstehe das nicht falsch, wenn ich dich so reden höre, dann denke ich mir, oh Scheiße, wie kriegst du Leute, das ist ja nicht sehr schwer, also nicht emotional im negativen Sinne, sondern zu begleiten als normaler Mensch und jetzt nicht als abstrakt auf EU-Ebene. Da machen die mal, was die denken. Es ist weit weg. Verstehst du, was ich meine? Das ist weit weg von den Menschen oder scheinbar weit weg von den Menschen. Ich würde das mal mit einer anderen Beobachtung noch kombinieren wollen, denn wir sehen ja leider, wie in vielen europäischen Staaten, nicht nur in europäischen Staaten, aber da eben auch, wir eine erstarkende rechtspopulistische Bewegung haben, die häufig die Menschen an den Rändern der Gesellschaft einsammelt. Diejenigen, die eben zwar systemrelevant sind häufig, aber eben nicht mit wirklichen sozialen Sicherheiten ausgestattet sind. Ich selber habe das im Rahmen meiner Arbeit in der Kohlekommission auch erlebt, wie wir Menschen getroffen haben, die zutiefst verunsichert sind, weil sie eben sehen, dass das Wirtschaftsmodell, in dem wir uns im Moment befinden, ihr eigener Job eben nicht mehr sicher ist. Die wissen, es geht mit zum Beispiel sowas wie der Kohle zu Ende. Und es zeigt aber bisher keiner so wirklich den Weg auf, ja, wo geht es denn hin?
Ne? Ja. Bisher haben wir oft den Narrativ, so geht es nicht weiter, aber wo es wirklich hingehen soll, dieses Bild macht keiner wirklich auf oder keiner macht es wirklich so konsistent auf, nachvollziehbar auf, glaubwürdig auf. Und dann geraten die Menschen eben solchen, in Deutschland sagen wir Bauernfängern, in die Arme. Also eben diesen Rechtspopulisten, die mit Rezepten von gestern den Menschen Dinge versprechen, die es nie geben wird, die es nie wieder geben wird. Und solche Ansätze wie der Green Deal haben eben zumindest die Chance, ein großes, kohärentes Bild abzugeben, einen Aufbruch deutlich zu machen, um aufzuzeigen, wie sieht denn ein klimaneutrales Europa 2050 aus? Und das, was ich eben so wichtig finde an diesem Green Deal, sind eben genau diese 100 Milliarden, die ich da vorhin angesprochen habe, also dieser Fonds für einen gerechten Übergang, um eben auch aufzuzeigen, um auch Menschen zum Beispiel in Kohleregionen aufzuzeigen, hör zu, deinen Job wird es in dieser Form in 10, 15 Jahren nicht mehr geben. Aber wir lassen dich nicht zurück. Also klassisch das, was mit den globalen Nachhaltigkeitszielen, mit den SDGs vereinbart wurde, leave no one behind, wir nehmen euch mit. Und genau deswegen ist eben diese Verknüpfung von ökologischen und sozialen Aspekten so wichtig, diese Transformation anzuschieben. Oder wie ich immer sage, wir dürfen eben nicht nur die planetaren Belastungsgrenzen in den Blick nehmen, sondern wir müssen auch die sozialen Belastungsgrenzen in den Blick nehmen. Und nur wenn wir beide einhalten, dann wird dieses große Transformationsprojekt wirklich funktionieren. Okay. Inwiefern denn trägt, also ich möchte einen Appell machen, schicken Sie bitte Fragen rein, die wir stellen sollen. Wir sind offen für Anregungen von außen. Ansonsten läuft das zwischen uns weiter. Inwiefern trägt der Green Deal dann effektiv auch dieser Diskussion der Verteilungsgerechtigkeit Rechnung, der ungleichen Verteilung von Kapital, von Rechten und so weiter? Ist der Green Deal auch offen für diese Verteilungsfrage? Für uns als Movement Ökologie ist das essentiell. Wir glauben, dass man keine ökologische Politik betreiben kann ohne eine Erhöhung der sozialen Gerechtigkeit innerhalb unserer Länder, aber auch mit den Ländern des Südens. Diese Einschätzung teile ich vollkommen, Blanche. Ich selber habe, ich glaube 2015 habe ich mal irgendwie nachgerechnet und konnte aufzeigen, dass je größer die Einkommensunterschiede in einem Land sind, desto größer ist auch der ökologische Fußabdruck der Menschen in diesem Land. Das hat häufig mit Konkurrenz zu tun. Ja? Ich sehe es zum Beispiel, um es mal ganz plastisch zu machen, in meiner eigenen Familie. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Mein Vater war arbeitslos, als ich geboren war. Und er arbeitete sich dann so langsam in seinem Betrieb hoch, ist Heizungsmonteur. Also kein Akademiker, sondern Heizungsmonteur. Und ein Auto nach dem anderen wurde immer größer, um aufzuzeigen, ich entwickle mich. Und das ist eben genau, das kommt daher von diesen wahnsinnigen Einkommensunterschieden, weil man seinem Nachbarn, seinem Kollegen zeigen muss, wo man steht. Also jenseits dieses Transformationsfonds ist das bisher kein integraler Bestandteil des Green Deals. Das ist tatsächlich ein Problem. Wir haben auch nach wie vor ganz im Gegenteil viele paradoxe Effekte. Ne? Also es gibt nach wie vor parallel zum Green Deal, wo in die Zukunft investiert werden soll, gibt es noch eine wahnsinnige Menge an umweltschädlichen Subventionen zum Beispiel in Europa, mit denen eher das Gestern subventioniert wird. Also sowas wie Ermäßigungen für Dieselfahrzeuge oder Ermäßigungen für Dienstwagen, die auch eher die Bessergestellten treffen. Oder Luxemburg. ja, genau. Oder die Kerosinsteuer, Befreiung von der Energiesteuer für Kerosin zum Beispiel. Wir haben europaweit mit den niedrigsten Energiepreisen. Ja. Aber wie machst du gerade in dieser Krise, um bei dem Thema zu bleiben? Also wir als Movement, unsere Regierung hat so, ich versuche das sympathisch zu formulieren, die Relance Économique, die ja schon notwendig ist, auch Betriebe zu unterstützen, vor allem den Mittelstand, haben eigentlich auf Subventionspolitik setzen, die in unserem Bereich, das heißt, man kriegt noch mehr Gelder für Renovierung von Wohnungen und so weiter.
Und die strukturreformenden Elemente, wie zum Beispiel eine CO2-Steuer einführen oder Energiepreise den realen Wert zu geben. Wir haben, wie gesagt, mit den niedrigsten europaweit, etwas salopp formuliert. Das sind jetzt die heißen Eisen. Das heißt jetzt, die Relance Economique wird, man sammelt Bonuspunkte, macht, was man denkt, dass jeder gut findet. Man kriegt immer mehr Geld dafür. Fahrräder, aber das, wo man sagt, da findet eine Reform des Systems statt, das heißt eine gerechte Besteuerung des Umweltverbrauchs und eine Entlastung Faktors Arbeit, das kommt derzeit scheinbar nicht so gut an und die strukturverändernden Maßnahmen werden nicht unterstützt. Wie siehst du das? Kann man den Mut haben, jetzt trotzdem auch unpopuläre, vermeintlich unpopuläre Maßnahmen einzugehen, weil man sagt, nur so kriegt man die Kurve, wenn man ins System reingeht und was verändert? Wir werden nur die Kurve kriegen, wenn wir das System verändern. Das muss man ganz klar sagen. Jenseits des Green Deals diskutieren wir ja gerade über diese Green Recovery Packages. Also die Frage, wie kommen wir auch möglichst grün aus der Krise wieder raus. Das ist eine relativ einfache Debatte. Also aus der Sicht einer Politikerin, eines Politikers, weil da wird irgendwie frisches Geld besorgt, es werden Schulden gemacht und dann werden damit Wohltaten verteilt. Also genau das, was du beschreibst. Ne? Es wird hier 1 Milliarde hingeworfen, da wird ein bisschen was subventioniert. In Deutschland hatten wir letzte Nacht auch gerade das Konjunkturprogramm mit 130 Milliarden, das jetzt auf den Weg gebracht wird, wo ich ausnahmsweise danach auch mal loben musste, die deutsche Politik, weil da tatsächlich viel Gutes und viel Richtiges drinsteht. Aber das ist was ganz anderes als wirkliche Strukturveränderung über Ordnungsrecht, über Änderung des finanziellen Rahmens tatsächlich auch herbeizuführen. Und dabei muss man einfach wissen, dass, wenn man so in die Geschichte der Umweltpolitik zurückschaut, dann waren es nie Subventionen, nie Anreizprogramme, die den Unterschied gemacht haben, sondern es waren immer ordnungsrechtliche Vorgaben. Also Gesetze und Verbote. Verbote, es waren immer Regeln. Egal, ob man sich sowas anschaut wie das Schließen des Ozonloches, das sogenannte Montreal-Protokoll damals, was verabschiedet wurde, was verbindlich war, ob man sich sowas anschaut wie die Pflicht, Abwässer zu reinigen, bevor wir sie in die Umwelt entlassen, ob sowas wie die Pflicht des Einbaus von besonderen Filtern, von Katalysatoren und so weiter. Es waren immer ordnungsrechtliche Vorgaben. Und davor wird im Moment tatsächlich zurückgeschreckt. Zurückgeschreckt ist etwas sanft ausgedrückt. Nee, ganz genau, ganz genau. Es ist, diplomatisch. Das ist tatsächlich auch das ist ein Problem. Das ist auch ein Problem neben dem Green Deal. Zwar hat der Green Deal an sich zum Beispiel das Do-Not-Harm-Prinzip da drin. Das heißt, eine neue Maßnahme darf keinen ökologischen Schaden hinterlassen. Also die Prüfung aller neuen europäischen Politiken darauf, hat sie einen negativen Einfluss auf das Klima. Und wenn es das hat, dann greift eben das Do-Not-Harm-Prinzip. Aber gleichzeitig gibt es die sogenannte One-in, One-out-Regel. Das heißt, für jede neue europäische Regelung muss eine alte europäische Regelung rausfallen. Und das ist natürlich gerade, wenn man um die Bedeutung von klaren Leitplanken, von klaren Vorgaben weiß, ist das natürlich eine katastrophale Parallelität. Oder lass mich nochmal auf die Frage der Finanzen zurückzukommen. Also diese umweltschädlichen Subventionen, ja, nur um dir mal eine Größenordnung aufzuzeigen. Allein in Deutschland werden jedes Jahr 57 Milliarden an umweltschädlichen Subventionen ausgeschüttet. Dieses Green Package, dieses Konjunkturprogramm jetzt umfasst 130 Milliarden Euro, einmalig. Davon 30 Milliarden Euro fürs Klima. Also jenseits der Frage, dass ich gute Vorschläge hätte, wie man das finanzieren könnte, und zwar anders als über Schulden, nämlich einfach diese umweltschädlichen Subventionen umzubauen, ist es ja so, dass solange wir weiter Diesel,
subventionieren, solange wir weiter Kerosin nicht besteuern, kämpft jeder Euro, den wir in die Zukunft stecken, gegen einen Euro, den wir in die Vergangenheit gesteckt haben, an. Also für Luxemburg ist es so, dass wir 700 Millionen ja in die Landwirtschaftspolitik investieren über die GAP. 700 Millionen für Luxemburg ist sehr, sehr viel für eine Sparte, die Landwirtschaftspolitik, die sehr wichtig ist für die Lebensmittelproduktion und aber die werden nicht zielgerichtet eingesetzt, unserer Meinung nach, weder im Interesse des Landwirten oder jeder Luxemburger subventioniert was war der Betrag, 1800 Euro pro Jahr einen Dienstwagen. Ein Dienstwagen in Luxemburg wird mit 1800 Euro vom Staat bezuschusst, den wir alle zahlen. Das Umweltministerium soll seit Jahren eine Studie vorlegen, wo Luxemburg Subventionen austeilt, viele Gelder ausgibt, die kontraproduktiv sind und wir warten und wir warten und wir warten auf die Veröffentlichung. Klammer, da sind wir auf einer Linie. Aber ich wollte fragen, ist denn jetzt die richtige Zeit um Verbote und Gebote? Man hat den Eindruck, dass es Leute mehr denn je nach Freiheit dürstet und dass immer wieder der Freiheitsbegriff auftaucht. Übertreibt nicht irgendwann, wieder provokant formuliert, kann man den Leuten mehr Eingriffe in ihre Freiheit zumuten oder das, was als Freiheitsrecht empfunden wird. Fliegen. Unsere Umweltministerin hat neulich tatsächlich gesagt, egal wie gut oder schlecht das ausgedrückt war, man müsste vielleicht verzichten auf Flugzeuge, wo es eine gute TGV-Anbindung gibt. Daher kam ein toller Shitstorm. Lasst mal die Leute frei entscheiden. Naja, die Leute entscheiden ja eben nicht frei. Das ist ja das Problem. Lass mich das mal, und also um dir genau diese Denkfalle dahinter aufzuzeigen, in die gerade viele Liberale immer hineinlaufen, wenn sie sagen, wir dürfen nichts vorschreiben, sondern die Menschen sollen selber entscheiden, ob und wie sie sich klimafreundlich verhalten. Lass mich dir da das Problem aufzeigen an einem Beispiel. Ich arbeite an der Universität Zürich, habe dort einen Lehrstuhl und bin politisch viel in Berlin unterwegs. Jetzt bin ich passionierter Nachtzugfahrer. Im Moment fahren die Nachtzüge nicht Corona-bedingt, aber es gibt einen Nachtzug zwischen Berlin und Zürich. Da kostet mich eine Strecke, mit Bahncard-Ermäßigung 250 Euro für eine Strecke. Also hin und zurück 500 Euro. Die Swiss fliegt mich aber für 160 Euro hin und zurück. Und das kann sie, weil auf internationale Flüge gibt es keine Mehrwertsteuer, keine Kerosinbesteuerung. Der Zug zwischen Zürich und Berlin, der zahlt ja so eine Trassenabgabe, also quasi Miete für die Schienen, auf denen er fährt. Und der zahlt mehr Miete für die Schienen, als der Flieger in Berlin an Landegebühren bezahlt. Mhm. Das sind alles politische Entscheidungen, wo im Moment die falsche Art der Mobilität oder die nicht klimafreundliche Art der Mobilität künstlich günstig gehalten wird. Deswegen funktioniert diese Argumentation, dass die Leute mal selber entscheiden, funktioniert im Moment eben nicht, weil selbst ich, der seine Reisen dann zum Beispiel, wenn ich zu einer Konferenz nach Berlin fahre vom Umweltministerium, dann kann ich ja meine Reise da abrechnen, aber bin ja trotzdem gehalten, den günstigsten Verkehrsträger in der Regel zu nutzen. So. Und das ist da ein Problem. Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite die Beseitigung von Fehlanreizen und ja, ich sehe, dass im Moment die Debatte um weitere Regeln in diesem konjunkturellen Tief, in dem wir uns gerade befinden, schwierig ist, aber es ist eine unabdingbare Debatte. Wenn wir die nicht führen, werden wir nicht zur Verbesserung der Umwelt- und Lebensbedingungen in Europa kommen. Okay. Wie verhökerst du das? Es ist ja eine Abänderung von Gewohnheiten zum Teil ja auch, von Gewohnheiten. Ja. Wie kriegt man einen Mentalitätswechsel in einem gewissen Sinne hin, eine Bereitschaft, kollektiv umzudenken? Es ist ja auch eine Sache von, warum soll ich anders, wenn alle so und wie? Es ist ja eine Bereitschaft für ein Umdenken, wo natürlich das klassische Argument ist der Politik,
ich mache das, was getragen wird und die unpopulären Maßnahmen sind, Flug verteuern ist sicher nichts, wo man eine breite Unterstützungskampagne kriegt, würde ich sagen. Wie kriegt man das hin? Siehst du die Chancen in der gesellschaftlichen Diskurs derzeit eher offen, hoch, groß? Wie schätzt du die Situation ein, die Stimmung? Ja, also das, was ja im Moment da ist, was wir im Moment sehen, ist, zumindest in Deutschland gab es jetzt Umfragen dazu, wie sollen denn diese ganzen Konjunkturprogramme ausgerichtet werden. Und da sprechen sich 85% der Menschen sprechen sich tatsächlich dafür aus, dass das Ganze ökologisch stattfinden muss. Wir haben auch nach wie vor, also wenn ich mir Umfragen anschaue, es gibt in Deutschland gibt es so Umweltbewusstseins- und Naturbewusstseinsstudien, die aufzeigen, wie ökologisch denken denn die Menschen, was wünschen die sich. Und da zeigt sich, dass zum Beispiel 94% aller Bundesbürgerinnen und Bundesbürger stimmen der Aussage zu, es braucht klare Regelungen, um die Umwelt für künftige Generationen auch zu erhalten. Das heißt, du bist verhalten sich positiv aber im gestimmt. Alltag nicht so. Ja. Wir verhalten sich im Alltag nicht so. Wir haben selber, das Deutsche Umweltbundesamt hat eine Studie durchgeführt, wo sie mal aufgezeigt haben, wie stehen denn die eigene Einstellung und der eigene Ressourcenfußabdruck, der ökologische Fußabdruck zueinander. Und da zeigt sich, dass so der Durchschnittsbürger hat durchschnittliche Umwelteinstellungen und durchschnittlichen Umweltverbrauch. Aber dann gibt es diejenigen mit den besonders hohen Umwelteinstellungen. Blanche, das sind wahrscheinlich du und ich unter anderem und wahrscheinlich alle von Ihnen, die gerade im Stream irgendwo sind und sich so eine Veranstaltung anschauen. Zumindest für Deutschland kann ich sagen, dass das auch diejenigen sind mit dem größten ökologischen Fußabdruck. Ja. Und das zeigt eben, und wer hat den kleinsten ökologischen Fußabdruck? Eben diejenigen, die auch die niedrigsten Umwelteinstellungen haben, die sogenannten prekären Milieus, diejenigen, die eben kein Geld haben. Das zeigt eben, in der Regel hängt unser Umweltverhalten weniger davon von unserem Willen ab, von unseren Einstellungen, als von unserem Einkommen. Und da werden wir nur über klare Leitplanken, über Gebote und Verbote was verändern können. Und das ist ja durchaus auch möglich, ohne dass wir da Verzicht predigen müssen. Also auf der einen Seite und auf der anderen Seite, also ich selber habe jetzt seit Beginn der Corona-Krise in keinem Flugzeug mehr gesessen und ich vermisse gar nichts. Ich vermisse gar nichts und so wie wir jetzt hier eine Online-Konferenz durchführen, hat ja die Digitalisierung einen großen Schub bekommen. Ich glaube, dass sich dadurch was verändern wird. Das als eins. Und wo du ja so ein bisschen gerade auch die Verantwortung des Einzelnen angesprochen hast. Es gab ja gerade eine spannende Studie, sie ist jetzt 2 Wochen alt, die mal aufgezeigt hat, wie sind denn die CO2-Emissionen tatsächlich, wie haben sie sich entwickelt, wie sind die in den Keller gegangen, durch diese Lockdown-Maßnahmen, die wir in verschiedenen Staaten da erlebt haben. Und die zeigen einfach auf, diese Studien, dass global die CO2-Emissionen um 17% gesunken sind und in reichen Industrienationen wie in Deutschland um ungefähr ein Viertel. Und wenn wir jetzt mal gucken, was wir für Einschränkungen hatten, ja, wir durften nicht mehr vor die Tür. Für diejenigen von uns, die eben nicht systemrelevant waren, durften nicht mehr zur Arbeit gehen. Sämtliche größeren Reisen sind eingeschränkt gewesen. Und dann ist es auch nur ein Viertel. Ja? Das heißt, 3/4 unserer CO2-Emissionen, 3/4 dessen, was sich ändern muss, findet eben außerhalb persönlicher Verhaltensänderungen statt. Dafür brauchen wir ganz klar diesen großen Umbaupfad, diesen großen Transformationspfad, der nur politisch verordnet stattfinden kann und wo ich persönlich erstmal wenig Einfluss drauf habe als Individuum. Soll ich dir sagen, was ich vermisst habe? Und weil du jetzt gesagt hast, du hast das Fliegen oder so nicht vermisst. Ich habe das Fahrrad, ich kam zur Arbeit, ich war die Einzige, also konnte ich kommen.
Ich habe das Fahrrad neu entdeckt. Ich habe einen gefährlichen Weg und ich habe das genossen, aber ich vermisse jetzt den Fahrradweg, der mir Sicherheit gibt. Ja, Es ist ja die Begleitung der Verhaltensveränderungen, wo die Politik unterstützen muss. Denn jetzt, wo wieder viele Wagen unterwegs sind, geht mir wieder so der Arsch auf meiner klassischen Trasse. Ich habe zwei Fragen noch. Ich würde sagen, wir machen noch 15 Minuten, so in etwa, damit das nicht zu lang wird. Ich hoffe, du hast eine Chance, die zu beantworten. Es gibt ja jetzt ein europäisches Klimaschutzgesetz, das die politische Verpflichtung auch macht, dass die Klimaneutralität in Recht zu gießen und zum Auslöser für Investitionen machen soll. Wie schätzt du die Chance ein, dass dieser Vorschlag auch rechtsverbindlich wird, eine Verordnung und zu einem rechtsverbindlichen Text kommt, das Klimaschutzgesetz auf EU-Ebene? Wurde am 4. März ja festgelegt. Ganz genau. Das ist natürlich nur konsequent, das entsprechend auch umzusetzen. Also ich meine, alle Staaten haben sich dazu verpflichtet, völkerrechtlich verbindlich verpflichtet, das Pariser Klimaziel einzuhalten. Und alles, was wir ja jetzt so erleben, und das auch mit diesem europäischen Klimagesetz, ist ja nichts anderes als die Ableitung daraus. Mhm. Von daher, ich wage im Moment wenig Prognosen darüber, wie groß die Chance ist, dass es tatsächlich überall auch verbindlich umgesetzt wird. Aber ich sehe die dringende Notwendigkeit und ich sehe keine andere Chance, als dass das kommt, damit es tatsächlich auch Wirklichkeit wird. Also in Deutschland haben wir jetzt so ein Klimaschutzgesetz, das den Weg aufzeigt, das auch klar zwischen den Sektoren festlegt, dass verhandelt werden muss. Ich freue mich da schon auf die Auseinandersetzung zwischen der Landwirtschaftsministerin und dem Verkehrsminister, ob die Deutschen weniger Fleisch essen oder weniger Auto fahren sollen, um die Klimaziele zu erreichen. Aber wir kommen nicht dran vorbei. Also wir haben ein Luxemburger Klimaschutzgesetz, was in der legislativen Prozedur ist. Deshalb ist die Fragestellung mir etwas schwer gefallen. Und da ist das Gesetz und es soll erst in einer weiteren Phase geregelt werden, wie die Verteilung zwischen den Sektoren ist. Und noch schlimmer aus Sicht von Mouvement Ecologique, aber auch von Votum Klima, einem Bündnis wiederum von Organisationen. Das ist im Ursprungsentwurf des Klimaschutzgesetzes in Luxemburg stand, dass wenn die Ziele im Bereich Landwirtschaft, Mobilität oder so nicht eingehalten werden, die man sich gegeben hat, müsste man nachjustieren und gucken, woran liegt das, dass der Sektor die Ziele nicht erreicht hat, was muss man anders machen, in welchem Sinne auch immer. Und das wurde jetzt aus dem Gesetz gestrichen. Und jetzt steht nur noch drinnen, wenn ein Sektor seine Ziele nicht erreicht, dann wird im Regierungsrat darüber gesprochen, ob ein anderer Sektor bereit wäre, seine Ziele zu verschärfen. Und ich bin da ganz sicher, dass in diesem Regierungsrat, wo ein Sektor seine Ziele nicht erreicht, dass alle anderen aufstehen. Ich freue mich, denn ich wollte immer noch mehr CO2 reduzieren. Ich freue mich, dass es dir nicht gelingt, dann mache ich das für dich. Das ist so jämmerlich, dass das im Luxemburger Klimaschutzgesetz derzeit so verankert ist. Da wird ja nie ein Sektor aufstehen, Landwirtschaft, du schaffst es nicht, deshalb machen wir in der Mobilität mehr. Das ist ja irreal. Da muss es ja. Das wollte ich gerade mit dem Beispiel auch zeigen. Das ist in Deutschland wird das genau das Gleiche sein. Und im Ende fürchte ich, dass das ist meine wirkliche Befürchtung, dass im Ende alles im leichtesten Sektor abgeladen wird, nämlich im Energiebereich, weil da auch in Deutschland der Umstieg relativ einfach ist. Wir hatten ja jetzt zum Teil 60% des Stroms in Deutschland schon aus erneuerbaren Energien während der Corona-Krise. Die Braunkohle wird eigentlich gar nicht mehr gebraucht, aber das wird eben, dadurch passiert es durch den Markt und passiert sehr schnell angeschoben, indem da Menschen aus der Arbeit herausgedrängt werden, die eigentlich noch ein bisschen länger die Übergangsphase gebraucht hätten. Deswegen braucht es diesen Fair Share, diese Aufteilung zwischen den unterschiedlichen Sektoren. Und da ist wir brauchen diese Klimagesetze und wir brauchen da vor allen Dingen auch die Verbindlichkeit drin. Die Sektoren müssen liefern. Auch ein Verkehrssektor muss liefern, auch ein Landwirtschaftssektor muss liefern. Eine Frage, die reinkommt zu einem ganz anderen Thema, das ist auch wir als Movement, wir sehen durchaus Maßnahmen auf Ebene Biodiversität, Klimaschutz und Mobilität und so weiter.
Aber in den Fokus ist auch dank Covid erneut gerückt, dass wir neue Arbeitszeitmodelle brauchen. Das Gemeinwohlgedanke, solidarische Landwirtschaft, neue Formen des Wirtschaftens und des Gemeinwohldenkens. Und eine Idee, die ja auch immer wieder angesprochen wird, ist jene, die jetzt auch eben von einem Syrer eingebracht wird. Das ist jene vom Grundeinkommen. Wir haben als Movement noch keine Stellungnahme dazu. Wir möchten ein Zukunftsgespräch dazu organisieren, vielleicht noch vor dem Sommer. Da möchte ich jetzt schon dafür werben. Habt ihr eine Stellungnahme als Deutscher Naturschutzring zu allem, was jetzt nicht so Biodiversität und so weiter bezogen ist, sondern eher ich möchte das, ja. Ich glaube, jeder weiß, wir haben, also ganz konkret zum Grundeinkommen haben wir keine Positionierung, aber das, was ich wirklich als Erfolgsstrategie der letzten Jahre bei uns sehen würde, ist, dass wir enge Kontakte zu den anderen sozialen Bewegungen gesucht haben. Also sowohl Gewerkschaften auf der einen Seite, da den Kontakt deutlich zu intensivieren, aber auch sowas wie zum Beispiel dem Deutschen Mieterbund oder den Wohlfahrtsorganisationen, um da stärker diese sozialen und ökologischen Fragen zusammendenken zu können. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, wir kriegen beides nur gemeinsam gelöst und vor allen Dingen kriegen wir es nur gelöst, wenn, also ich sage es mal so, der europäische Green Deal, der European Green Deal hat ja eine hohe Attraktivität, weil es so ein grünes Wachstumsprogramm ist. Es soll weiterhin ein hohes Maß an Wirtschaftswachstum nur eben dann auf eine grüne Art und Weise generieren. Glaubst du daran? Glaubst du daran? Ich würde mich da erstmal hinterstellen, weil ich sagen würde, um diese fossile Wirtschaft ergrünen zu lassen, sie auf diesem Weg erstmal mitzunehmen, ja, ist eine richtige. Aber wenn man diese Wachstumsfrage mal zu Ende denkt, dann wissen wir alle wahrscheinlich, oder zumindest ist mir das als ausgebildeten Naturwissenschaftler relativ klar, dass ein unendliches Wachstum eben nicht möglich ist. Das heißt, auch diese Strategie ist eine endliche und wir müssen auch über die Zeit jenseits des Wachstums nachdenken. Und die Frage, wie generieren und verteilen wir Wohlstand jenseits dieses Wachstums? Und da kommen aus meiner Sicht tatsächlich, das ist jetzt keine Position des Naturschutzrings, aber kommen aus meiner Sicht so Ideen wie das Grundeinkommen oder die Gemeinwohlökonomie kommen da stärker zum Tragen und gewinnen an Bedeutung. Okay. Das heißt, Themen wie Gemeinwohlökonomie, Grundeinkommen finden verstärkt Eingang in die ökologische Szene, sag ich mal. Ja, ganz genau. Ich kann auch ganz klar, also ich weiß gar nicht, kann ich dir noch irgendwelche Links oder sowas schicken, die ihr euren Zuhörern zugänglich machen könnt? Also wir machen das dieses Jahr ja alles online und da können wir gerne auch Links beisetzen. Schicke ich dir gerne zu. Also um mal ein Beispiel zu bringen. Ich war in der Kohlekommission, die eigentlich Kommission für Wachstum, Beschäftigung und Strukturwandel heißt und Wachstum aber ganz vorne mit dabei hatte. Ja. War ich aus der Umweltbewegung mit einem Vertreter von Greenpeace und einem Vertreter vom BUND, also Friends of the Earth. Wir haben da für den Kohleausstieg gekämpft, wir haben uns auch um Strukturwandel bemüht, wir haben uns um Fragen von Wachstum bemüht. Und nach dieser Kommissionsarbeit haben wir uns dann trotzdem mal hingesetzt und haben einen gemeinsamen Artikel verfasst, um aufzuzeigen, dass es eben für die wirkliche Lösung der ökologischen Krise eben auch eine Debatte um Wohlstand jenseits dieses Wachstumsparadigmas braucht. Und da zählen die Gewerkschaften auch mit? Nö, das haben nur wir mit Greenpeace und Friends of the Earth gemacht. Die bleiben da dann außen vor. Aber auch bei denen kommt die Debatte ja an. Auch bei denen kommt die Debatte an, weil also jeder, der intellektuell einigermaßen auf der Höhe ist, wird erkennen, dass unendliches Wachstum, so wie es im Moment verfolgt wird, so nicht unendlich möglich ist. Und genau deswegen brauchen wir eben die Debatte um die Zeit, was kommt danach. Okay. Also theoretisch sollten wir aufhören, aber es kommen einige Fragen rein. Ich stelle dir jetzt eine sehr praktische von jemandem. Ich lese sie vor. Wie erklären Sie sich, dass sofort nach den neuen Lockerungen wieder viel Abfall in der Natur liegt? Denn es kostet ja nichts, Abfall in einen Mülleimer zu schmeißen. Ja.
Ich glaube, wir fallen einfach zu schnell in alte Gewohnheiten zurück. Ich kann nach wie vor hier, zumindest in Berlin, wo ich unterwegs bin, noch, ich sehe Veränderungen. Ich sehe, also zum Abfall kann ich jetzt weniger was sagen. Ich sehe Veränderungen und zwar tatsächlich, was die Mobilität angeht. Blanche, du hast vorhin dein Fahrrad angesprochen und auch, wie unsicher es wieder geworden ist, Fahrrad zu fahren. Kann ich selber bestätigen. Ich hatte dieses Jahr schon 2 Fahrradunfälle, wo mich ein Autofahrer angefahren hat. Ehrlich, oh Freck. Ja. Ähm, ich war beide Male nicht schuld, sondern man hat versucht, mich da wegzudrängeln, beziehungsweise einen Fahrradanhänger mit meinem Sohn drin angefahren, aber auch dem ist nichts passiert zum Glück. Oh Freck. Nein, aber zumindest was ich in Deutschland nach wie vor sehen kann, ist, wenn ich hier zu einem Fahrradladen gehe, sowohl die Reparaturen als auch Neuverkäufe, die lachen einen aus und sagen, sie können Anfang August wiederkommen, weil sie nach wie vor überbucht sind. Das heißt, ich hoffe, dass da tatsächlich ein Wandel stattfinden wird, aber dieser Wandel, um das nochmal zu sagen, wird natürlich nur stattfinden, wenn es entsprechende Rahmenbedingungen gibt. Um das mal in dem Bereich festzumachen, wir werden den Verkehrskollaps in den Städten nur gelöst bekommen, wenn wir erstens sichere Busspuren haben, wo man dann pünktlich ankommt immer und vor allen Dingen sichere Fahrradwege, sodass nicht nur ich, sondern auch meine Großmutter sich aufs Fahrrad traut. Ja. So, und wenn man da die Rahmenbedingungen schafft, dann funktioniert es auch so. Und das wird jetzt nicht das Abfallproblem in der Umwelt lösen. Aber ich glaube, dass es an der Stelle tatsächlich, da kommen wir wieder beim Ordnungsrecht an, erstens klare ordnungsrechtliche Vorgaben und dann aber zweitens auch die Durchsetzung dieser Vorgaben braucht. Also es muss teuer sein, seinen Abfall irgendwo hinzuwerfen, damit die Leute aufhören, das zu tun. Ich möchte jetzt wieder Eigenwerbung machen. Wir als Movement sind auch der Überzeugung, dass der Einzelne sein Bestes tun muss, aber dass die mit dem Finger auf den Einzelnen zeigen und die immer die Verantwortung auf den Einzelnen schieben, der falsche Weg ist, sondern dass die Rahmenbedingungen verbessert werden sollen. Und wir organisieren jährlich, in Luxemburg ist das rasch bekannt, einen Fahrradtag, alles auf der Velo, heißt das, alles aufs Fahrrad, wo eine Strecke von 16 Kilometer, die ansonsten sehr befahren ist, gesperrt ist für in den Privatwagen und nur für das Fahrrad ist. Und dieses Jahr dürfen wir das Covid-bedingt nicht organisieren. Das ist noch nicht erlaubt, aber deshalb, ich kann es jetzt schon lancieren. Wir machen es am Montag offiziell, starten wir dieses Jahr eine Aktion, wo wir sagen, jeder Interessierte soll uns reingehen, ein kurzes Video von 30 Sekunden, 1 Minute, wo er uns eine Stelle zeigt, wo er genervt ist im Alltag, dass das Fahrrad nicht ausreichend gefördert wird oder wo er sagt, super, da hat Gemeinde, Staat gut reagiert, das finden wir gut. Und wir möchten wirklich einen Aufruf an alle machen, schicken Sie uns diese Videos rein. Wir möchten nämlich Stimmung machen und sagen, Covid hat gezeigt, wir sind bereit oder wir genießen anders zu leben. Wir genießen das Fahrrad, wir genießen spazieren zu gehen. Bitte Politik, unterstützt uns darin. Und deshalb jetzt bitte an jeden, der uns zuhört, schicken Sie uns solche Situationen rein, wo Sie sagen, hier hätte ich gerne was für mein Fahrrad oder hier habt ihr es schon gut gemacht. Wir starten die Aktion ab Montag als Ersatz zu unserem Fahrradtag, der ansonsten ist. Kai, ich hatte noch fast eine Abschlussfrage, würde ich sagen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe dich kennengelernt über deine Beiträge zum Thema, zu einem sehr tollen Namen, Anthropozän. Das ist natürlich sehr populär, sehr gut zu verstehen und es ist auch von der Kommunikation her sehr, sehr abnehmend für die Menschen. Jeder schafft darauf zu wissen, um was es dabei geht. Kannst du kurz erklären, weil es ist trotzdem eine sehr zentrale Idee für die Zukunft der Umweltbewegung, was sich dahinter versteckt? Ja, genau. Ich bin eigentlich gar kein Geologe, aber diese Idee oder der Anthropozän-Begriff an sich kommt aus der Ökologie. Und zwar geht es darum, Sie erinnern sich vielleicht alle noch an Ihre eigene Schulzeit, den Geografieunterricht. Ja, es gab so Erdzeitalter, da gab es die Zeit, wo die Dinosaurier lebten, es gab die Kreidezeit und jetzt haben wir bis vor kurzem im sogenannten Holozän, der Warmzeit gelebt, die an die letzte Eiszeit anschloss. Und jetzt ist es so, dass der Mensch diesen Planeten betreten hat und über seine Wirtschaftsaktivitäten so viele Veränderungen herbeigeführt hat, dass wir mittlerweile nicht nur, wenn wir rausschauen,
eine vom Menschen gestaltete Welt sehen, sondern gerade auch, wenn wir in den Boden hineinschauen, es sich bestimmte Schichten gibt, die sich von vorigen Schichten unterscheiden. Und das war immer, in der Geologie deutet das ein neues Erdzeitalter, eine neue Erdepoche an. Und deswegen hat die Geologie da jetzt befunden, dass wir im Zeitalter des Menschen, dem Anthropozän, leben. Und ich finde, dass das tatsächlich, also gerade wenn man mal so die Klimakrise, das Artensterben und auch jetzt diese Corona-Krise nebeneinander stellt, dann könnte man das alles so als Bote dieses Anthropozäns tatsächlich sehen. Also eines Zeitalters, wo der Mensch in Lebensräume vordringt, in denen er vorher noch nicht war und deswegen Viren mitbringt. Viren aus diesen Lebensräumen mitbringt, die in den Lebensräumen völlig ungefährlich waren, aber für uns eben gefährlich sind, indem der Mensch die Atmosphäre als Lagerstätte für CO2 missbraucht und dadurch eine Anheizung der Atmosphäre nach sich bringt und indem der Mensch Landwirtschaft betreibt, mittlerweile 3/4 aller photosynthetisch aktiven Organismen auf dieser Welt kontrolliert, heißt anbaut, und 90% aller Säugetiere kontrolliert, das heißt züchtet und anschließend schlachtet. Und das ist genau Ausdruck dieses Anthropozäns. Und das, was ich da spannend dran finde an dieser Anthropozän-Idee aus einer Sicht eines Umweltverbandes ist, dass es eben aufzeigt, alles, was wir tun, hat eine Folge, hat einen Umweltimpact. Und so wenig wie wir neben der Umwelt können, können wir ohne die Umwelt. Und ich glaube, unser Ziel sollte es nicht sein, wieder in die Zeit vorher zurückzukehren, also auf die Bäume zurückzugehen und uns Lederlendenschürze anzuziehen und auf sämtliche Errungenschaften der Moderne zu verzichten, sondern ich glaube, wir haben die Chance, über zum Beispiel sowas wie den Green Deal eine nachhaltige Menschenzeit zu schaffen, ein nachhaltiges Anthropozän. Okay. Danke. Sag noch ein Schlusswort, das die Herzen der Menschen erreicht. Niemand engagiert sich ja auch aus einer positiven Zukunftsvision heraus und jetzt nicht für Strukturreformen oder, ja, du verstehst, was ich meine. Was ist deine positive Vision, warum du dich engagierst und warum du motivieren willst für zivilgesellschaftliches oder gesellschaftspolitisches Engagement? Ich sag mal, warum ich angefangen habe, mich zu engagieren. Es ist tatsächlich so, dass ich mich angefangen habe, mit der Klimakrise auseinanderzusetzen, als ich wandern war und am Fuße der Eiger Nordwand spazieren war und mir fast ein Stein auf den Kopf gefallen ist. Weil es eben der Permafrost ist aufgetaut, es hat einen Steinschlag gegeben und ich wäre dabei fast umgekommen. Ein sehr persönliches Erlebnis und das war für mich der Grund, mich zu engagieren und ich finde, wir leben gerade in hochspannenden Zeiten. Wir werden, da bin ich mir sicher, wir werden das Ende der Kohleverstromung erleben, wir werden das Ende des Verbrennungsmotors erleben, wir werden alle noch erleben, wie sich tatsächlich diese Gesellschaft wandelt. Das macht mir Mut. Und im Sinne der Gemeinwohlökonomie, im Sinne des weniger ist mehr, im Sinne des Genusses der Solidarität und des Miteinanders? Ja? Ja, also das auch. Also wir werden sehen, wie sich die Umweltbedingungen verbessern. Und wir haben vor allem auch, vielleicht auch gerade in dieser Corona-Zeit nochmal erlebt, wie viel mehr uns persönliche Beziehungen, Freundschaften und auch das Miteinander bedeuten und es nicht der, ich sag mal, kapitalistische Ersatzkonsum sein muss, der uns persönlich befriedigt, sondern wie es persönliche Beziehungen sind, die uns befriedigen. Und das macht Mut und zeigt mir nochmal auf, ökologische Krise und auch soziale Krise sind gemeinsam lösbar durch eine Kultur des Wandels tatsächlich. Super, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir und bei jedem, der zugehört hat. Wie gesagt, morgen wird es online sein, inklusive vielleicht ein paar Links.
Wir planen auch noch 1, 2 Zukunftsgespräche vor den Sommerferien, vielleicht zum Thema Grundeinkommen und mit einer Autorin der Spiegel-Bestsellerliste zum Thema Wachstum. Wir haben aber noch die Diskussion am Laufen, aber alles das werden wir... Ich glaube, ich kenne sie. Geil, ja. Wir hoffen, dass das klappen wird und wir werden die Reihe auch fortführen nach den Sommerferien. Wir versuchen einen Mix aus Live-Konferenzen und aus Zoom-Konferenzen. Beides hat Vorteile. Wir freuen uns sehr für jeden, der zugehört hat. Bitte geben Sie uns Anmerkungen rein, was Sie gut finden, was Sie nicht so gut finden, was wir besser können. Und das nächste Mal, so schön ein Zweiergespräch, versuchen wir auch wieder zu dritt oder zu viert zu kommunizieren. Aber sehr, sehr herzlichen Dank, Kai. Und dann pflegen wir jetzt unsere sozialen Beziehungen, würde ich sagen. Du in Berlin und ich in Luxemburg. Danke dir für Danke sehr. Danke euch fürs Gespräch und ich freue mich dann auch auf das nächste persönliche Treffen. Ja, super. Gleichfalls. Danke. Tschüss alle. Tschüss.